alle zusammen und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, du nicht regelmäßig streamen am Freitag, etwa auf die 7:30. Also es sind damals dabei, 19:30 Uhr startet damals ein Stream. Würde mich freuen auf twitch.tv/castle.ch und ja, viel Spaß bei dem Video, das jetzt folgt. So, also wir machen jetzt mal die erste Mission, dass da einfach Dings läuft. Sender wechseln. Boah, Fußball, geil. So, ja, wir starten mal da die erste Mission. Genau, also die Beweistafel, da tun wir uns eigentlich in unsere Erinnerung zurückversetzen. Genau, wir starten mal die Mission da. So, Mission starten. Also gut, Bell. Gehen wir zurück nach Vietnam, als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Es war Ende Januar 68. Wir waren ein gemeinschaftlicher CIA-SOC-Einsatztrupp, eingebettet in das 3. Marineregiment bei Da Nang. Die SOC war dort, um sowjetische Aktivitäten auszuspionieren. Es hieß, russische Agenten seien in der Region aktiv. Perseus war in Vietnam nicht in Erscheinung getreten. Das änderte sich in Da Nang. Irgendwie hatte Perseus von der Operation Fracture Jaw erfahren. Fracture Jaw. Die ging ordentlich in die Hose. Startpunkt war Camp Haskins. Ja, das Drecksloch werde ich nie vergessen. Diese Erinnerungen brauchen wir. Kein Detail ist zu winzig. Ein Gesicht, ein Name. Wir suchen nach allem, was uns zu Perseus führen kann. Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In einem Feld voller Heuhaufen. Vielleicht, aber die Nadel ist irgendwo. Denkt dran, wir hatten eine Mission. Fracture Jaw. Die ging ordentlich in die Hose. Bell, Zeit zum Aufstehen. Es geht los. So, also jetzt sind wir da mal in Vietnam. Und sind jetzt hier gerade bei so einer Basis, also so ein Stützpunkt, den wir da haben. Oder Field Ration, also Soap. Ja, ist schon geil gemacht. Na los, Bell, wir haben eine Mission. Ja, kommen wir gerade, ich schaue da noch mal ein bisschen rum. Ist noch interessant, so, was man da findet. Willkommen zu einem weiteren Tag in Camp Haskins. Unsere kleine Oase in diesem gottverlassenen Scheiß. Du bist hier ziemlich sicher. Hey, Butcher! Was macht der Arm? Tut immer noch sau weh, aber immerhin kann ich ihn bewegen. Ja, es ist schon cool gemacht, muss ich wirklich sagen. Es ist schon speziell gemacht noch. Und wenn wir so Beweise suchen, also so versteckte Hinweise gibt es auch noch, die nicht offensichtlich sind. Aber mir nimmt es einfach ein Wunder, wie es vor allem dann auf der PS5 hat ausgesehen. Da siehst sogar den Mond. Lol. Haben wir da hinten? Ah. Okay, gut, weiter hinten dürfen wir anscheinend nicht. So, let's go. Starten wir halt die Mission. Hey, Sims, diesen Mist zu lesen macht blind. Wusstest du das? Ja,
Deshalb soll alles hier oben rein. Bell, du fliegst mit Sims. Ihr habt meistens guten Einfluss aufeinander. Wir haben einen neuen Auftrag. Basis Ripcord 4 hat einen wertvollen Gegenstand, den Charlie unbedingt haben will. Was denn für ein Gegenstand? Einen, der dich nichts angeht. Ripcord musste verdammt viel einstecken. Also müssen wir die Fracht jetzt sichern und da rausbringen. Ganz ruhig. Wir haben ein paar verdammt schnelle Vögel, die Luftunterstützung bieten. Das wird ein Kinderspiel. Headsets auf. Alle Vögel melden, wenn bereit. Badger 9-1 ist abflugbereit. Badger 9-2 ist bereit. Badger 9-3, Rotoren laufen. Alle Vögel, los, los, los. Gas geben und hochziehen. Alle Vögel sind in der Luft. Sitzen auch alle bequem? Oh Mann, Adler! Warum habe ich diese Ahnung, dass du schlechte Nachrichten hast? Weil du ein schlauer Junge bist, Sims. Sind aber nicht schlecht, könnten sogar sehr, sehr gut sein. Die Fracht bei Ripcord muss noch ein bisschen warten. Wir spalten uns von der Armada ab, ein kleiner Umweg. Und das ist gut, weil... Ein Informant berichtet von einer großen Nummer in der Stadt. Einem Sowjetagenten namens Perseus. Oh, scheiße. Ich schätze deinen Enthusiasmus, Sims. Wenn unsere Quelle stimmt, ist das eine Goldmine an Geheimdaten. Wow, hat das noch echt gut ausgesehen, der Sonnenuntergang dort hinten. Krass. Wir nähern uns jetzt dem Dorf. Roger, richten eine Landezone ein. Raketenwerfer! Schock 2, einheizen! Da, im Block! So, okay, jetzt müssen wir da ein bisschen rumgeballern hier. Kennt's. Konzentrier das Feuer auf den Hof! Gut geschossen, Bell! Weg mit euch. Raketenwerfer auf den Dächern! Ha! Pur am Eskalieren mit den Miniguns, ey. Ui, ist aber schnell gegangen jetzt. Du nicht, Bell. Ziehen wir es durch. Hat sich noch Pistole ausgewählt gehabt. Sicher, Adler? Die Straßen sind nicht gerade leer. Eure Priorität ist die Sicherung von Daten. So, also da kann man auch wieder fast jedes Haus rein, so wie es aussieht. Munitionskisten, okay, die sehen so aus. Wow! Also du lebensmüde, das sehe ich mal, mit der Bazooka fetzt mich ab. Ja, hab ich nicht gesehen. In einem Gebäude in der Innenstadt gesehen. Gehen wir, Bell. Du gehst vor. Ja, ich werde schon schauen, vielleicht liegt irgendwo ein Beweismaterial, das wir noch brauchen. Wow, du Sau, ey. Oh, bin ich verschrocken, wie der so geschossen hat plötzlich. Okay, da habe ich gar nicht zuerst gesehen. So, aber Leute. Da jetzt Leute. Das ist das Gebäude. Zieht die Köpfe ein. Oh mein Gott, ey. So übertrieben mit dem Finishen, Mann. Ja, ui, ja, ich bin fast tot. So. Bereich gesichert. Okay, es ist nicht immer der gleiche Move. Aber wenn er jetzt vorne angenommen hat, ey. Der Schwede, Mann, ist das Schrotflinte. Ja, die können jetzt vielleicht ein bisschen nützlich sein. Wo bin
Sind wir in diesem Haus schon gewesen? Ich glaube schon, ja. In diesem Haus sind wir schon gewesen. Ja, jetzt sind wir vorher oben durchgelaufen. Okay, alles klar. Ist ein bisschen unübersichtlich gemacht. Komm ich da nicht durch, okay? Los, Berl! Ich bin direkt hinter dir. Was schneller nachladen, man macht sich schon bezahlt. Oh, der sieht ein bisschen anders aus. Okay. Leg mal her, Kollege. So. Der sieht ein bisschen russisch aus. Da hat mal einen gehabt. Weiter geht's! Wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Der hat ein bisschen russisch ausgesehen. Krass. Die Tür. Adler, wir bestätigen. Sowjets vor Ort. Sicher? Tja, ich habe 2 Leichen vor mir, die eindeutig keine Vietnamesen sind. Berl, schnapp dir die Daten. Sehen wir mal, mit wem sie gequatscht haben. So. Tatsächlich Russen. Erfolgreich. Wir haben die Daten. Hauen wir ab. Sehr gut. Verliert die Daten nicht. Wir kommen euch jetzt einsammeln. Alles klar. Zurück zur Armada und holt die verdammte Fracht. Ah, mit der Schrotflinte geht das echt easy da durch. Wow! Fliegen einfach ein paar. Hier Ripcord. Stehen unter schwerem Beschuss. Vietcong brechen durch. Wie ist der Status? Wir kommen, Ripcord. Mach die Fracht frei für Transfer. Roger 9-1. Wir halten Okay, sonst können wir nichts mehr auflesen oder so, glaube ich. Überbrücken können wir auch nicht. Dann müssen wir wohl in Heli. Komm, gib mir die Hand, ich helfe dir! Los, los, los! So ein Scheissdreck. Oh, jetzt muss ich fliegen. Okay, sinken, schiessen. Okay, alles klar. Überall Vietcong. Keine Zivilisten hier. Alle Ziele sind bestätigt. Lauf entfernt. Ziel auf die Hütten. Bin ich plötzlich da ein Pilot geworden. Gut festgenagelt. Und der hat einen Konvoi. Scheiße, ja. Da war ein Bötchen da unten vorher. Wow! Haben sie nicht. Beschissene Sowjets. Den Heidner ausschalten. Ja, und ein Heli. Arsch ist Geschichte. Sauber. Bleib dran. Bleib an ihm dran, Berl. Yes, so weg mit dir. Du hast ihn erwischt. Gut gemacht, Berl. Wenn die uns einen Heid hinterher schicken, sind sie wohl echt angepisst, dass wir die Daten haben. Da jetzt nichts, hä? Mal da unten jetzt noch ein Hütte. Hier ist Beta 9-1. Wir sind im Anflug. Verstanden, 9-1. Basis ist umkämpft, also passt auf euch auf. Wir tun, was wir können, um eine Landezone zu sichern. Holy shit, der hat mich getroffen. Abflugbereit. Verstanden, Ripcord. Verdammt, ja! So, Zeug alles, wie sie fortgeschmacht ist. So dass ich weiter kann. Wir halten nicht mehr lange durch.
Ah, wir qualen wir schon recht, hä? Pass auf die Höhlen auf! Die Bastarde haben sich verschanzt! Feuer eröffnen! Hat er die scheiß Höhlen, Mann? Das Gute ist, dass wir uns wieder erholen vom Schaden. Genau so! Vietcong-Konvoi auf der Straße! Schaltet die Vorratslaster aus. Jeder einzelne davon liefert dem Feind neue Waffen. Ja, weg mit euch, Mann. Keine Vorräte für euch. So. Badger 9-1, hier Ripcord. Ihr müsst die Vietcong-Verstärkung zurückdrängen, bevor wir überrannt Oh, das ist einer von uns. Ups. Achtung, Ah, okay, ist nicht wegen mir runtergegangen, aber. geht vorsichtig. Der Feind hat sich Richtung den Hügel verschanzt! Wenn wir die Stellungen nicht ausschalten, haben wir keine Chance zu landen. Mach sie fertig. Weiter so! Badger 9-1. Das ist schon wieder so eine hure Dings. Feindliche Truppenstärke aus Richtung Süden. Wir müssen sie abfangen. Ein scheiß Dingens, kann ich sagen. Konvoi. Hure lang ist es jetzt gegangen, bis es so gekommen ist. Gute Arbeit. Schalte die Luftabwehrtrucks aus. Badger 9-1. Sie dringen durch das Haupttor ein. Wir halten nicht mehr lange durch. Durchhalten, Ripcord. Wir sind auf dem Weg. Ripcord steckt ganz schön ein. Schalte die Ziele aus. Bleib am Konvoi dran. Verdammt, hier! Weg mit euch! Nichts können da. Landefreigabe erteilt. Verstanden, Ripcord. Badger 9-1 setzt auf. Basis ist umkämpft, also passt auf euch auf. Verstanden, Ripcord. Sind Sie Adler? Mac wie Sock? Ja, ja. Geht das auch irgendwie schneller? Ja, Sir. Vielen Dank. Sagten Sie nicht mir, sagten Sie Bell. Er hat uns ein scheiß Telefonbuch voller russischer Daten beschafft. Gehen wir. Jetzt. Viel Erfolg, Commander. Eine Bombe? Soll das ein Witz sein, Adler? Eine Absicherung. Mehr musst du nicht wissen. Sind wir schon so verzweifelt? Noch nicht. Ja gut, haben wir das geschafft, in dem Fall, hä? So wie es aussieht. Holy shit, Alter. Also, etwas ist so, das ist so klar gewesen jetzt. Auch Perseus wusste es. Sims, Bell, Status. Uns geht's gut. Fuck. Bell, bring das Geschütz zum Laufen, bevor wir überrannt werden. Wow, geil. Einfach Kopf über. Weg mit euch. Diese Wichser! Luftunterstützung! Bell, ruf die Vögel! Schnapp dir eine Waffe! Halte sie uns vom Hals! Oh, jetzt können wir es da aber recht, hä? Sie pushen die Siechen. Wo ist die Luftunterstützung? Haben Sie uns übersehen? Scheiße, Mann. Langsam wird es ein bisschen knapp. Oh, shit, von rechts haben wir es auch noch irgendwie. Oh, oh, ich bin verstoht. Ich bin verletzt, muss Deckung.
Wow! Ich bin irgendwie weggeflogen. Bin jetzt gestorben. Bist du noch da? Ob das wohl als Erfolg durchgeht, Sims? Wenigstens ging die Bombe nicht hoch. Viel wichtiger. Wir haben Infos über Perseus. Wir haben eine Mission. Es ist nicht vorbei, noch lange nicht. Ja? Wie lief's bei der Gedächtnisprobe? Naja, Adler sagt, es funktioniert. Bell hat sich daran erinnert, die verschlüsselten Daten in Vietnam gefunden zu haben und hat sie fast dekodiert. Irgendwas Nützliches dabei? Anscheinend ein paar Namen, mögliche Spuren. Park versucht, die Punkte zu verbinden. Wir haben nicht viel Zeit. Weiß das Team schon von unserem Missgeschick in Berlin? Nein, aber wenn das mit einem der Namen von Bell in Verbindung steht, finden sie es bald heraus. Das werden Sie nicht zulassen, Hudson. Sagen Sie nicht mehr als notwendig. Damit hatte ich noch nie ein Problem. Wir sind mit der Analyse der Namen aus Da Nang fertig. Einer sticht im Besonderen hervor. Anton Volkov. Ein russischer Waffenhändler mit Sitz in Ostberlin. Seine Verbindung zu Perseus hat uns ziemlich überrascht. Wir haben Befehl, Volkov gefangen zu nehmen oder zu töten. Wenn wir nicht an Perseus rankommen, dann eben an seine Leute. Wir schneiden ihm die Ressourcen ab. Locken ihn aus seinem Versteck. Mason und Woods erledigen noch Angelegenheiten in Kiew. Also gehört Volkov uns. Bereit machen. Wir rücken aus. So. Haben wir mit dem reden? Reden wir auf der Fahrt, Bell. Okay. Es wäre mir eindeutig lieber, ihn gefangen zu nehmen, statt ihn zu töten. Er kann uns eine Menge Fragen beantworten. Deine Präferenz wurde zur Kenntnis genommen, Park. Alles klar. Okay, jetzt kann ich da wieder weitermachen mit den Missionen, so wie es aussieht. Nebenmission optional. Welche ist jetzt die haben wir jetzt gemacht. Und das sind optionale Missionen. Okay, aber die könnten ja schlussendlich auch informativ sein, oder nicht? Ich weiss es grad gar nicht. Ja komm, wir machen mal Operation Chaos. Herhören. Ein Ex-CIA-Agent, Robert Eldridge, ist übergelaufen. Langley glaubt, dass das Arschloch mit Perseus zusammenarbeitet, um einen Spionagering auf US-Gebiet zu etablieren. Wir haben eine verschlüsselte Diskette von einem seiner Agenten, auf der vermutlich alles drauf... Diskette entschlüsseln. Wenn wir den Schutz auf der Diskette entschlüsseln, können wir vielleicht den gesamten Spionagering ausschalten. Darum brauchen wir dich. Zeig, was du kannst. Ah, ich muss aber wahrscheinlich zuerst Mission spielen, dass irgendwie ja die... Ja, die Beweismaterial gar noch nicht. Okay, gut, dann müssen wir die Mission... Wann, wenn du vor der... Wenn du vor der... Ah, ich muss vorher schon... Ja, aber wie will ich es entschlüsseln? Mir fehlen ja da gewisse Dinger. Beweise.
Schon schwierig. Also ich hätte jetzt gedacht, ich muss die Mission starten. Weil ich habe ja keinen Beweis. Wahrscheinlich keinen kommen. Geheim. Ah nein, keinen kommen. Hätte ich da schon ein Dings gehabt, hätte ich da schon mal einen Tipp gehabt. Okay. Ja, da würde ich es mal so machen. Ich tue noch einmal die Mission spielen, zum schauen, wenn ich an den Code komme. Wir sehen uns gerade wieder.